Kennt ihr die Geschichte von der Madame von der Leyen, ihrem Pony? Bei ihrem Pony gouf Ende 2022 von einem Wolfsgras, als sie an ihrer Familie wären, du wennst extrem traurig, weil die ja ganz gut versteht. Es kennt die nur so, das könnt vier, so alle das. Aber wenn der neue Kommissionspräsidentin ihrem Pony gestorben ist, bleibt es scheinbar nicht dabei. Es gibt auf EU-Niveau Länder, die seit Jahren probieren, den Schutzstatus vom Wolf aufzusetzen. Am Klartext, der Wolf soll dafür geschossen werden. Bei den jeweiligen Diskussionen und Abstimmungen kommt bislang auf all Einzelland an. Und nur die gute Nachricht, Lützeburg ist bislang auf der guten Seite. Als Land, Regierung und Umweltministerium haben damit folgende Überzeugungen gedealt. Der Wolf ist wichtig für die Biodiversität. Er gehört zu uns, und wir begrüßen, wenn ihr könnt. Die Retour vom Wolf ist ein gutes Zeichen. Käse, Schäf und Ponien sollen, soweit es geht, geschützt gehen, aber wenn der aber ein Kehr gerast gehen, soll über den Tierjungen geschwärzt gehen. Melo könnt es. Der nächste Mittwoch ist ein entscheidender Urteil auf EU-Niveau. Aber was sind Trümmer? Lützeburg hat seine Meinung New York geändert. Gegen das Bündnis von den Ländern, die für den Schutz vom Wolf sind, verlosen. Sprich, abmachen für Doofscheißen. Zur Erinnerung, es könnt auf alle Land tun. Aber was geht dann nachher so gesagt? Das Ganze wäre auch ein bisschen ein Deal gewesen von EVP, CSV, der Madame von der Leyen, deren Dossier aufgrund von ihrem traumatischen Erlebnis besonders wichtig wäre, ein Christoph Hansen, Martin Hansen, dem Luc Frieden, dem sein Herz für die Biodiversität noch nicht erkennbar ist, an einem Serge Wilmes, der wohl seine Responsabilität an dem ganzen Gefüge nicht gewusst ist. Normalerweise greifen wir als Movement Ökologique nicht so rühren ab, wenn wir nicht 100% sicher sind. Wir sind immer mit Sachargumenten in der Weg. Das mischt uns aus. Wir wollten mit Serge Wilmes darüber schwätzen und haben hier kontaktiert, für seine Vue an den Lützeburger Standpunkt zu hören, weil das leider nicht gelungen ist. Denn Herr Wilmes hat zwar kurz geschrieben, ging also Kuchen holen, aber leider wurde nicht gesagt dabei. Und den Herr Wilmes war noch bis befreiden, ob die Ouverture angemeldet und hat aber sich Freuden aus Zeitgründen zweidig für den Haut, nur dem dort in die Charge aufmelden gelassen. Ein Schelm, der Böses denkt. Wenn man das ja so rüber in schwätzen, dann ist es, weil es sich an diesem im Energie mehr klangen Dossier Wolf so viel rumspiegelt, was an Eisen an am Block krumm lebt. Erstens, bislang gibt es keine wirkliche Diskussionen und Austausch über relevante Dossiers. Nach 4 Gästen hat das Observatoire vom Naturschutz, ein Fachgremium, die der Minister der Naturschutz beraten soll, eine Sitzung gehabt. Da stand das Dossier vom Wolf nicht oder durch. Falls also als Regierung ihre Meinung geändert hat, wen hat das wenig wo aufgrund von welchen Argumenten geschwärzt und dezidiert? Dasselbe gilt nicht nur für dieses Dossier. Wir würden just bei dieser Woche bleiben. Das Wort sind Subventionen für E-Autos drastisch aufgesetzt gehen. Gut, der Movement Ökologique ist nicht gerade bekannt dafür, dass wir es für ein Auto ersetzen. Wir wissen aber auch, dass die Energietransition nicht mehr gelingt, weil den E-Auto den Verbrenner auflässt. An Subsidien für die aber nach energetisch gut Klasse für die E-Autos zwischen 16 Kilowatt pro 100 Kilometer und 18 Kilowatt pro 100 Kilometer, das sind die meisten Autos drin, geht es eigentlich 20 Modelle, die für ein Startauto sind, die soll von 8 auf 3.000 Euro aufgesetzt werden. Das ist eine drastische Kürzung. Wir machen uns massiv Sorgen, dass dafür viel mehr Leute werden den Verbrenner kaufen, dass so ein wesentlicher Pilier von der Energietransition nicht gelingen wird. Mal ausgelöst davon, ob man recht tun oder nicht. Geschwärzt auf das Reduktion von den Subsidien nicht. Es bleibt kein Donnerstag um dich, aufgrund von welchen Informationen, aufgrund von welchen Berechnungen Subsidien so aufgesagt werden. Der Minister sieht zwar hier nicht am Sektor geschwärzt, mit wem? Und dann denke ich, die dazu begegnet, wird offiziell interviewen, das ist nicht bekannt. Ich weiß just, es gibt eine Plattform Klima, die am neuen Klimagesetz steht, wo Zivilgesellschaft dran ist, Patronat, Gewerkschaften, Gemengen, die eigentlich über so Sachen sollen schwätzen und die Regierung sollen beruhen. Das Plattform wird nicht drüber geschwärzt. Und übrigens, wir sind ja Klimazeiten, das Plattform ist an dieser Regierung nach kein Einkehr zusammengerufen, obwohl eine andere mehr, aber auch andere schon mir mal gefroht haben.
Weiter Beispiele von nicht die Werke, da noch ganz viel. Ein Dossier mehr Museen bauen, wo ab Käste von der Biodiversität soll vermeintlich Museen gebaut gehen. Im landwirtschaftlich für Biobauern und Umwelt-ONG nicht zugelost werden, aber immerhin der Sektor, die beschwert wird, die klassische. Wie sie lossteht, ist die Regierung leider auch Eisenminister Energiemähen an unserem Sektor viel zu viel für nicht die Bär, mehr damit den vier angesetzten Gremien nach der Zivilgesellschaft. Transparenz über wichtige Themen geht nicht. Und das nehmen durch so Transparenz, Austausch und Diskussionen, wo die Rümere wie Viertrunden, das ein Deal EVP-CSV aus, können positiv abgefangen gehen, wo wir auch als Gesellschaft hier kommen. Aber gut, zweitfroh. Die Entscheidungen dann aber, wenn es aufgrund von Sachfakten wissenschaftlichen Erkenntnissen geholt, auch von den Zielgruppen angebunden ist. Also dann die Arme froh. Aber gut, zumindest nach außen erkennbar, nicht wirklich. Falls es stimmt, dass als Regierung ihre Meinung am Dossier Wolf geändert hat, es sind keine wissenschaftlichen Fakten bekannt, die dieses Revirement auch nicht annähernd gegen fachlich untermauern. Gerade wenig, wie ich gesagt habe, in der Berechnungen gibt, aus denen dafür geht, dass die Aufsetzung von den Primen nicht zu einem Abbruch von den E-Auto wird feiern. Und dass wir als Klimaziele gemäß Klimaschutzplan nach werden anhalten. Gerade wenig, wie am Dossier mehr Museen bauen, auch nicht annähernd erkennbar ist, ob die neuen Regeln nach Hilfe werden, dass die Zerstörung auch nicht annähernd kompensiert werden. Es gibt keine Donien, keine fachliche Basis. Wir vermissen eindeutig, dass die Regierung an unserem Sektor hier Projekte sachlich, fachlich erlebt. Es geht als definitiv nicht mehr durch, das Hauptziel und Hauptrechtfertigung der Motto Vereinfachung von den Prozeduren ist. Das aber schlussendlich über allem, welchen Wert darauf die Regierung überhaupt führen. Und ein Froh, als dann aber wenigstens nicht, sie gießen Brunnen, wir packen Dossier und gerechtfertigt. Sorry, ich kann es nicht sagen, auch hier an unserem Bereich leider nicht. Renaturierung kommen nicht führen, vom Ausschaffen von umweltschädlichen Subventionen, die wohl hunderte Millionen ausmachen, wird nicht geschwärzt, von der Landesplanung, die leider gar nicht mehr. Eine seriöse Diskussion über die Entwicklung von einer CO2-Steuer, nee, einer nachhaltigen sozialer Transition, auf viel mehr geht es nicht. Und zu Recht auf freien Zugang zu Informationen für Leute wird nicht verbessert. Wir hatten zwar einen Austausch vom Premier zum Thema, das wäre dann auch. Nur die Situation wird Presse zwar verbessert, und es gibt Amendamente am Gesetz gemacht. Gut gelegen, denken die sich für die freien Zugang noch für die Leute zu verbessern. Nicht. Wir werden weiter mit Leuten ein Informationsförderungsgesetz behandeln. Wie zu ganz harmlos erklären, dass sie kommen nicht führen. Es ist nicht Weltrevolution, die ich mit diesem Dossier möchte, aber sie steht hier also ein bisschen symbolisch. Wenn die keine Reklamen aus einem Briefwort will, also in Haut mehr schlecht tun, wie nach 2 Jahren. Muss ich nur sagen, dass das neue Urfallgesetz an dem Punkt nicht gut ist. Wie geht das Beste aber daraus gemacht oder nur gebessert, wenn ich merke, dass es nicht gut ist? Gewass. Wir kriegen gesagt, es wäre nicht geplant, nur zu bessern. Aber just ein Gutat, der aus unserer Sicht so vieles aussieht, auch von der Umweltverwaltung sieht, es wäre wirklich schwer, mit ihren Moyen daran zu kommen. Klar, verboten sind die kleinen Schilder von Autosfirmen, die so schön nicht wichtig finden, klassifiziert sind. Dann sind die wohl ganz viele Leute, die schreiben, weil sie nur die Berufsgruppe sind. Weil es gibt noch ganz viele, da kennt Leute eine Realgeschichte. Das ist ein Mann, den wird der Verwaltung abgelehrt, sie haben Matt geschickt und die Kosten von der Verwaltung geantwortet. Boah, sie könnten die Firma nicht identifizieren und hätten du wenigstens keine Möglichkeit zu intervenieren. Wir fanden das Original, es gibt bestimmt administrative Probleme. Die Telefonsnummer steht ja aber drauf. Das hat die ganzen Ziele ja keinen Sinn. Da müssen die einfach sich die Instrumente können gehen oder kriegen, wie du zu intervenieren. Das ist symbolisch. Nee, an unserem Bereich als Regierung kein Macher. Geht das hier nicht um. Ich komme dann zu der wirklich grundsätzlichen Frage, wo steuert die Regierung an die wichtigen Zukunftsbereiche hin, was das da mittlerweile erkennbar ist. Wir fordern die Regierung nach ein Jahr auf, sich die wesentlichen Zukunftsfragen zu stellen. Wir können auf einer Welt mit begrenzten Ressourcen den Wohlstand nicht weiter durch Stufen von Materialien definieren. Wir brauchen ein neues Wohlstandsmodell. Wir brauchen Zukunftsvisionen, für ein Land kann ausgesehen, das nicht der 14. Februar schon die Weltüberschuss erreicht. Wir brauchen eine Politik, die sich ihrer Verantwortung für eine mehr gerechte Welt bewusst ist. Vor allem auch an der Migrationspolitik, dem Klima- und dem Biodiversitätsschutz. Die sich auch als ein historischer Schuld am Klimabereich bewusst ist.
Das gesagt ja gerade, aber nicht gesagt, was gerade weltweit aufgeht und Überschwemmungen, Tornadoen, wo halt nicht so thematisiert wird, dann denkt diese Regierung, muss doch dort einfach auf die ewig gelegt wird. Wir brauchen doch eine Politik, die nicht auch die Länder vom Süden abfördert, hier Arten zu erhalten und einfach hier bei uns die Wolle zum Aufschuss freigeben. Wir brauchen ein Modell, wie man nicht nur mit einem dramatischen Klimaschutz und Umweltpolitik machen können, die die Leute hält, wie das Slogan ist, wie die auch die nächsten Ziele erreicht. Ich muss versuchen, ich selber spüre mich gerade wieder mitgeholt, nach wie sich wie Ziele, wenn die sollen erreicht gehen. Wir brauchen ein Modell, wie das Land mit sozial gerecht kann gehen, aber wie auch finanzschwache Haushalte an der Energietransition können abgeholt gehen. Eine Politik, die sich Gemeinwohl orientiert, die ihren Halt geht an Zeiten, wo nicht der Wandel feiert. Eine Politik, die sich nicht als bessere Verwalter von Problemen probiert dafür zu tun, mit dem hat Kreativität die Form von den Problemen umgeht. Wir brauchen eine Politik, die erklärt, dass Changements nötig sind, Sinn ergehen, für dass es eine bessere und sichere Zukunft kann gehen. Herr Frieden, die Damen und die Herren von dieser Regierung, auch von den Regierungsparteien, merci und die da sind. Es ist mir ganz sicher, dass sich viele Leute von ihr in der Politik erwarten, dass ihr das froh umgeht. Und sogar wenn es nicht von den Leuten angekündigt wird. Politik hat eine Responsabilität par rapport zu den kommenden Generationen. Die Politik hat Responsabilität, für die Kurzfristigkeit herauszugestalten. Und es gibt genug Analysen, die weisen, Vertrauen, dass so eine sozial gerechte Zukunftsgestaltung geschieht, als zentral für auch jetzt extremen Tendenzen entgegenzuwirken und Vertrauen an Politik zu erhalten. Ich komme zum Schluss. Weil ich wenig den höchst sachlichen Schaffen der internationalen Kooperation von Caritas, die Michael Veit um 100,7 hören, über die dramatischen menschlichen Auswirkungen von der Caritas-Affäre für bestimmte internationale Projekte und Leute von den Schwarzen, hatte ich, wie obwohl andere, die gelauscht haben, Tränen an den Augen. Kurz darauf habe ich den exzellenten Artikel an der Zeitschrift Forum zum Dossier Caritas gelesen, wo ich ein Zitat heraushole. Anders als Friedenshausbank Bill, die 2009 im Rahmen der damaligen Dexia mit 376 Millionen Euro an luxemburgischen Steuergeldern vor dem Bankrott gerettet wurde, scheint der größte Sozialdienstleister Luxemburgs, die Caritas, offenbar nicht von systemischer Bedeutung für den Sozialstaat Luxemburg zu sein. Herr Frieden, Herr Büttel, die ganze Regierung und Regierungsparteien. Die ONG und Zivilgesellschaft sind nicht perfekt. Wie kein. Aber wir wissen genau, wie wichtig die ONG, wie wichtig wir sind. Wir stehen zu ONG, die nicht nur Service machen, wo der Staat froh darüber ist, aber wie für ONG, die sich kritisch und konstruktiv an der gesellschaftlichen Debatte abbringen. Die bereit sind, ihr Herzblut, ihre Zeit, ihre Kraft, die Überzeugung anzubringen. Die eine starke Stimme sind am gesellschaftlichen Debatte und am gesellschaftlichen Werte ringen. Das durch das Summenspiel von verschiedenen Meinungen, wo sich ein Land weiterentwickelt. Ein Land, das kein Betrieb, keine durchorganisierte Struktur, eine demokratische Gesellschaft, also ein lyrischer Körper. Und so und das natürlich auch im Kontext von der Affäre Caritas mir nicht nehmen. Reformen, die am Kooperationsbereich geschwert gehen zu denken, ah ja, auch bei uns im Umweltbereich stellt sie sich immer mehr froh, wie es weitergeht. Aber wir haben noch diese Message und Regierung. Wir stehen zu ganz viel zusammen. Es kommen mit dem dritten politischen System keine einfache Zeit in der als Movement und auf uns als engagierte Zivilgesellschaft durch. Wir als Movement Ökologie werden aber trotzdem auf alle Fälle weiter der Regierung, der Ministerien, der Parteien, als Kooperation, einen kritischen und konstruktiven Input anbieten. Den Herr Veit von der Caritas, so zum Schluss für sein Interview, wir sind zum Schluss zu Mengeriert, dass die Welt all die Misere von der Loh und Kraft umwandelt. Da hat ein Interview von Sterben von Kanner geschwert wird, die aufgrund von den vielen Suchen wird kommen. Schwätzt der Herr Veit von der Misere und Kraft umwandeln. Es ist wirklich keine einfache Zeit, mit allen Krisen, die es weltweit gibt, an den verschiedenen Entwicklungen, für nach Kraft zu holen, wie sich für eine bessere Welt anzusetzen. Und noch mehr gehen hast du gefragt, wen über Jahre die Kraft hat, für weiterzumachen. Aber das ist eigentlich so einfach. Lust, Probleme von Haut kreativ umzugehen, Leben zu der Natur und den Menschen, Begeisterung und positive Zukunftsbilder zu schaffen,
die Welt haut mir gerecht zu machen und die von mir mal zu gestalten. Auf jeden allem die Liebigkeit, den Engagement und das Herzblut von vielen engagierten Leuten Gedenkkraft. Ja, die Lust. Bei mir als aus der Gesellschaft. Es lohnt sich, es macht Sinn, es macht Leben aus. In dem Sinn, vielmals merci, dass ihr hier seid. Vielmals merci an all die Leute, die geholfen haben, dass Dürkofest möglich ist, die doch heute im Laufen halten. Ich wünsche euch ganz liebig auf das Fest. Lösen wir noch auf ein Pad an, beim Wolf, als das Last wird mit verschwindet. Vielmals merci. Vielmals merci. Dann geht noch gleich Musik heilas, für direkt in Stimmung zu kommen. Anders gesehen als Leute, haben die noch schon die Klima und die Weinkasse und alles, was ihr wollt. Vielmals merci.